Herzlich willkommen zu Viva la Movolution. Mein Name ist Corby und mit mir ist heute dabei der Kani und der Mike. Servus. Hi, hi. Und wir reden heute über den wunderbaren Film Shin Godzilla aus dem Jahre 2016. Und zwar ist das der erfolgreichste japanische Godzilla-Film von den japanischen Godzilla-Filmen, also die amerikanischen ausgenommen. Und mit 118 Minuten ein wunderbarer Godzilla-Film, mit dem man sehr viel Spaß haben kann, oder? Nee. Wenn du noch einmal wunderbar zu dem Film sagst, dann gibt's einen auf den Zwölfer. Okay, wie hat euch denn der Film gefallen? Also ich habe gelesen, dass das ja mittlerweile der 31. Teil inklusive die US-Godzilla-Filme ist. Ich glaube, dass mir keiner so schlecht gefallen hat, wie der mir die fast behaupten. Außer vielleicht nur der Emmerich, aber über den Emmerich, da hülle ich allgemein den Mantel des Schweigens. Vor allem seit Midway. Ich kann mich da... ich sage nicht, also es war für mich auch, glaube ich, der schlechteste Godzilla von den japanischen Godzilla-Filmen, die ich gesehen habe. Er hat zwar so seine Elemente und seine Momente auch gehabt, aber das Gesamtpaket, das uns da dieser Hideaki Anno und Shinji Higuchi geliefert haben, das waren die beiden Regisseure. Das Gesamtpaket finde ich auch nicht wirklich überzeugend, auch wenn es der finanziell erfolgreichste war. Wahrscheinlich wollte nicht einfach nur jeder sehen, weil es ja seit 2004, ich glaube seit Godzilla Final Wars, hat es ja keinen japanischen Godzilla mehr gegeben. Und deswegen sind wahrscheinlich so viele Leute ins Kino gerumpelt und wollten die dann sehen, weil er hat dann ein paar limitierte Kino-Releases gekriegt außerhalb vom japanischen Markt, in Amerika und in Deutschland eben auch. Ich glaube, unter einem anderen Namen war das irgendwie Godzilla, keine Ahnung was. Vielleicht redet schnell ein paar andere, während ich heimlich googelt, wie der amerikanische Zusatztitel war. Ja, eventuell liegt's ja wirklich an der Regie. Hideaki Anno ist der Schöpfer und Produzent von dem weltbekannten Anime Neon Evangelion. Das kann ich nicht mehr aussprechen. Neon Genesis Evangelion. Die Serie hat einen wahnsinnig großen Fankreis und da gehöre auch ich dazu und drum habe ich mich gefreut, als ich gesehen habe, dass Shin Godzilla jetzt momentan auf Prime drauf ist und habe mir den dann auch entsprechend da mal reingezogen. Den Unmut meiner Kollegen kann ich nicht ganz teilen, wobei ich das auch verstehen kann. Um was geht's denn in Shin Godzilla? Im Endeffekt stellt es eine Art Reboot dar der kompletten Reihe, weil man weiß bis dato noch nichts von der Riesenechse und lebt das ganz normale japanische Leben in Tokio, als auf einmal Godzilla auftaucht. Oder man nimmt es am Anfang noch gar nicht als Godzilla wahr, sondern es taucht ein riesiges Viech auf, das dann erstmal Tokio ein bisschen verwüstet. Das, was den Film eigentlich so besonders macht, ist, es wird nicht wie in den anderen Godzilla-Filmen irgendeine Handlung aufbaut, wo es dann darum geht, dass man der Echse folgt und vielleicht immer wieder sieht, wie die Echse gegen irgendeine andere Echse kämpft oder gegen irgendein anderes Viech, sondern der Hauptteil ist die Regierung oder sagen wir mal der Ministerpräsident mit dem kompletten Regierungssitz wird verfolgt und man sieht dann auch, wie die eben in so einer Krise unter realen Bedingungen reagieren würden und wie lang das eigentlich dauert, bis da einmal eine Entscheidung getroffen werden kann. Und sieht man dann natürlich auch, was das für Konsequenzen hat. Also das heißt, der ganze Film ist so aufgebaut, als könnte das auch heute passieren, dass Godzilla auf einmal in Tokio auftaucht. Habe ich irgendwas Wichtiges von der Handlung vergessen? Nein. Recht viel mehr Handlung haben wir ja nicht.
Und gerade den Stil, den du da beschreibst, gerade das ist mein Problem. Das ist mir zu dokumentarisch, das Ganze. Also ich kann nicht distanzierter bei einem Film sein wie bei Shin Godzilla. Das ist nur ein Hin und Her geswitche zwischen die Instanzen, ob jetzt das die Bürger sind, das Militär und. Also ich habe keinen Bezug zu irgendeinem Charakter aufgebaut und der ist einfacher so dahin plätschert. Genau, und dem dann auch mit diesen Instanzen, wenn man dann anscheinend auch noch diese darstellen möchte, wie lange das alles dauert, wenn es darum geht, dass der Premierminister einen Angriff anordnen soll oder nicht. Und dann, glaube ich, sagt man 6 Leute, die übers Mikrofon sagen, sollen wir angreifen, sollen wir angreifen, sollen wir angreifen. Dann geht's weiter in das Büro rein, dann fragen sie da den Militärseppen, der sitzt, sollen wir angreifen. Dann fragt der irgendeine Tussi, die da sitzt, sollen wir angreifen. Und dann dreht sie um und fragt den Premierminister, sollen wir angreifen. Und da sitzt sie dann immer, sind wir jetzt nicht bescheuert oder was, in Gottes Namen? Da brauche ich mich nicht wundern, dass der Film 2 Stunden hat. Das soll Spannungsaufbau sein. Nein, das soll nicht nur Spannung aufbauen, sondern das soll ja wirklich zeigen, dass das momentan in Japan genauso wäre. Wenn da eben so ein Riesenviech angreift, dann würde das wirklich genauso lang dauern, bis dann da eine Entscheidung getroffen wird, weil es eben für jeden Scheißdreck eine eigene Instanz gibt. Und die eben nicht einfach sagen können, so, wir haben ja einen Ministerpräsidenten, lieber Herr Präsident, draußen stapft ein riesiges Viech unsere Stadt tot, sollen wir angreifen? Ja, nein. Und das geht halt da einfach so nicht. Die müssen erst mal schauen, was ist das für ein Viech, woher kommt das, dürfen wir das überhaupt umbringen oder hat das irgendwelche Konsequenzen, dass uns dann Greenpeace meuchelt über Jahre oder was weiß ich. Ich habe jetzt nur eine konkrete Frage, weil, sagen wir mal, man merkt schon, okay, ich finde den Film nicht ganz so furchtbar wie ihr, weil er halt einfach mal was anderes ist. Ich muss aber dazu sagen, ich liebe alle anderen Godzilla-Filme auch. Also sagen wir mal, gerade dieser US-Reboot, der gefällt mir auch brutal, weil man halt einfach dieses Monster so richtig geil sieht. Und sagen wir mal, da kommt jetzt die Frage an euch. Seid ihr hauptsächlich deswegen enttäuscht, weil Shin Godzilla, also der neue Godzilla, einfach kacke aussieht? Ja, auf das Aussehen, das ist es ist so ein besonderer Punkt, sage ich mal, das Aussehen bei dem, weil Punkt A geht schon mal los, der kommt als Wurm oder was weiß ich für ein Assi-Viech da daher und verwandelt sich dann langsam und wird dann von oberhässlich immer weniger hässlich oder mehr hässlich, je nachdem, wie man es sagen möchte. Er geht diesen Slim-Thick-Trend mit, dass er schaut irgendwann aus wie Kim Kardashian mit fette Taille, fette Schenkel und so ein Gap ein bisschen dazwischen. Das ist auch ein ganz ein komisches Ding. Und ich weiß auch nicht, also mit dem exorbitant langen Schwanz weiß ich zumindest, was meine Freundinnen sonst gemeint haben, wenn sie mir das gefragt haben, was es soll. Aber mit der Optik kann ich sonst nicht wirklich was anfangen. Von dem, der Kiefer, der auseinanderklappt und die komischen Augen, der schaut immer aus, als wäre er tot mit seinen trüben Augen. Also vom Design her finde ich ihn ja eigentlich ganz okay, muss ich sagen, wenn er denn dann einmal wirklich der Godzilla ist. Aber ich war anfangs von der Raupe allein schon dermaßen entsetzt, die glubschigen Augen, also nicht einmal blinzeln oder sonst irgendwas, er schaut einfach nur aus wie ein Dreckspuppen. Also unglaublich schrecklich. Und dann wieder ausschaut, wie so ein Inzuchtschwager vom Godzilla oder so, weißt du schon? Nicht wirklich ein geiles Viech, sondern einfach nur so ein richtiger Kretin. Der Inzuchtschwager. Und was ihm halt auch nicht gut tut, dann am Anfang ist halt dann teilweise wirklich richtig hässliches CGI dazu. Da wenn er sich verwandelt und seine Haut so komisch vibriert, das schaut ganz komisch aus. Und manche Szenen schauen echt aus wie so Rendervideos aus alten Playstation-Spiele. Ganz, ganz. Da hätte ich in Japan ein bisschen mehr zutraut, was Computereffekte angeht. Da bin ich voll bei dir. Ich hab mir dann auch gedacht, ja, ich hab mir das damals zum ersten Mal gesehen, wo das Steelbook rausgekommen ist. Natürlich voll gefreut. Ein richtig geiler neuer Godzilla-Film mit einem geilen Steelbook. Und dann schaust du das Teil an und denkst dir, ja, die Effekte haben einmal so gar nicht so schlecht. Und dann kommt eben das, wie du gesagt hast, da die komischen Render-Sachen, wo ich gesagt habe, oh nein, das geht ja wirklich überhaupt nicht. Pfui Teufel. Ja, also da muss man auch sagen, da gibt's glaube ich so manche YouTuber, der kann da bessere Qualität liefern. Da weiß man ja nicht, wie das Studio da aufgestellt ist, die dann Godzilla erschaffen haben. Es gibt aber viele Szenen, wo man sagen muss, das sind die Effekte schon geil. Also schon wenn dann Godzilla so die Stadt zerstört und mit seinem Laserstrahl dann auch ein paar Hochhäuser niedermacht, das sieht schon toll aus.
Das sieht auf alle Fälle dann besser aus, ja. Oder auch wenn die Hubschrauber auf ihm zufliegen. Ich finde da haben sie allgemein ziemlich geile Beutel eingefangen, wenn es den so vor der Weiden filmen, wenn die Hubschrauber kommen und er da so in der Stadt drinnen steht. Das schaut ziemlich geil aus und das sind ja schöne Beutel und auch dann wieder tolle Effekte und irgendwann, wenn sie ihm dann die ganzen Schleich ins Maul reinstecken, Pornhub, mäßig, dann denkst du wieder, boah, leck, wie kauft denn das jetzt schon wieder aus? Das ist ja furchtbar. Schau mal gerade eine Zwischensequenz von Final Fantasy oder wie? Was sagst du zu die Charaktere? Ja, die könnten uninteressanter nicht sein. Ich meine, also es gibt ja mindestens einen Hauptcharakter, das müsste halt eigentlich dann schon aufgefallen sein, auch wenn Japaner alle gleich ausschauen, hahaha. Aber hier ordentlich die Rassismusglocke. Oh, wieder ein paar Hörer weniger und eine Anzeige mehr. Na, also ich kann wirklich, ich bin da bei Mike, als er vorher gesagt hat, dass die Figuren, mir hat keine interessiert von denen. Mir ist absolut keine einzige im Gedächtnis geblieben. Die sind so uninteressant und auch durch die sprunghafte Erzählweise hast du ja nie die Möglichkeit, dass du irgendwie eine Verbindung zu irgendeinem von denen aufbaust. Ich kann, zu dem Thema Figuren kann ich nicht viel sagen, außer dass diese Botschafterin von den Amis, die Japanerin, scharf war, aber ansonsten bin ich raus bei den Figuren. Mike, ich glaube, du hast ein bisschen besser aufpasst. Du kannst bestimmt wenigstens einen Hauptcharakter nennen. Na, sorry. Ich bin genauso weit. Ich hab's am Einleiten schon gesagt. Also wirklich, ich war dermaßen distanziert bei der Geschichte. Ja, leider nein. Also es gibt mindestens einen Hauptcharakter und das ist der Rando Yaguchi, der gleich am Anfang mit dabei ist, der irgendwie Assistent oder weiß ich nicht, irgendein Mini-Projektleiter irgendwo in dem Regierungssitz ist, der aber dann relativ schnell halt dann Entscheidungen treffen will und dann auch sagt, hey, Leute, wir müssen mal ein bisschen schneller reagieren. Da draußen ist ein 20 Meter großes Raupenviech, das gerade unsere Stadt zerstört. Und dann auch später in dem Film entsprechend der Hauptentscheidungsträger wird, der die ganzen Pläne ausarbeiten soll, was man dann gegen Godzilla in Tokio macht. Du willst uns doch jetzt einen Auflauf verlassen, oder? Ich hab den gerade frei erfunden, ja, den gibt's gar nicht. Na Schmarrn, also den gibt's wirklich. Der ist eigentlich, das ist die Hauptfigur neben Godzilla in dem Film. Und ja, die Botschafterin von den Amerikanern kommt so ab der Hälfte vom Film. Und ja, die ist ja scharf, aber trotzdem hätte man sich ja merken können, wie die anderen heißen. Ich weiß, dass der Godzilla heißt und im japanischen Gojira und das ist alles, was ich wissen muss zu dem Film. Gut, dann würde ich fast schon sagen, kommen wir zu unseren allseits beliebten Fragen. Was hat euch gefallen und was hat euch nicht gefallen? Und denkt dran, ihr müsst jetzt auch sagen, was euch gefallen hat. Ich muss gar nichts. Aber gut, wie gesagt, gefallen hat mir er hat einige schöne Beutel gehabt, eben dann, wenn der Godzilla in Tokio steht und da fett im Rampage-Modus ist. Das hat geil ausgeschaut, das hat was gehabt und auch die Optik, wie er dargestellt wird in der Stadt. Also das Beutel hat mir einfach gefallen. Aber es ist halt bei 2 Stunden Länge sind eine Handvoll Beutel einfach zu wenig, dass sie mich bei der Stange halten. Und was mir nicht gefallen hat, weiß ich nicht, was ich besonders herauspicken muss. Vielleicht wieder einen schlechten Witz, und zwar, dass man mit seinem exorbitanten Schwanz Konkurrenz gemacht hat. Aber ansonsten ist es 2 für diesen Punkt jetzt zum Aufzählen, was mir nicht gefallen hat an dem Film. Ich muss sagen, die Action geht klar. Die war unterhaltsam. Definitiv zu wenig. Für 2 Stunden Film war das auf jeden Fall zu wenig. Und die Charaktere, wie gesagt, ich bin dermaßen distanziert bei der Geschichte dabei, dass ich wirklich sage, den Film mit der Vorlauftaste anschauen, zu den coolen Stellen vorspulen, dann hat man eine gute Zeit, aber die ganzen 2 Stunden Laufzeit zirkt sich das Ganze zu sehr. Jetzt erzähl du, was du so wunderbar an diesen wunderbaren Film findest. Okay. Genau, wunderbarer Corby. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das dauert länger. Es gibt in dem Film einfach durch diesen schnellen Schnitt mit diesem Funkenrealismus, also soweit man Realismus in Godzilla einbauen kann, keinen anderen Film, der so ist. Und das gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Man hätte es marketingtechnisch vielleicht einfach ein bisschen anders aufziehen müssen und ja, die Animationen hätte man vielleicht auch ein bisschen anders und besser machen können, aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, es gibt keinen anderen Godzilla-Film, der das realistischer darstellt, wie
Also was passiert denn wirklich in dem Regierungssitz oder in Tokio, wenn so ein Riesenviech angreift? Die Idee fand ich saugeil und was mich wirklich am Ende auch gecatcht hat, war nicht das, wie es dann Godzilla besiegt haben oder vielleicht auch nicht besiegt haben, sondern dass der Film mit einem ziemlich geilen Cliffhanger endet. Und der Cliffhanger so geil ist, dass ich eigentlich schon Bock drauf hätte, dass sie eine Fortsetzung machen, aber dann nicht in diesem gleichen Stil. Also, ich glaube, einen zweiten Film, wo man dann auch wieder ewig lange Entscheidungsdiskussionen sagen muss, braucht man nicht. Gut, das heißt, positiv, es gibt keinen anderen Godzilla-Film wie den, der so viel Realismus mit reinbringt, plus geiler Cliffhanger. Negativ, ja, der Cliffhanger wird wahrscheinlich nicht ausreichen, dass man nochmal so einen zweiten Film davon macht, wobei, wer weiß, vielleicht ist der bei den Japanern so geil angekommen, dass die sagen, ja, vielleicht machen wir da Shin Godzilla 2. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich schade. Aber du hast doch gemeint, dass das der erfolgreichste Teil der Reihe war, oder? Im Endeffekt, da hat sich natürlich eine Fortsetzung rentieren, oder? Ja, von der japanischen Reihe. Wobei das wird wahrscheinlich dann ganz darauf ankommen, wie viel er eingespielt hat. Und wenn ich jetzt da bei Wikipedia so ein bisschen gucke, Budget haben es 15 Millionen gehabt und Box Office 155 Millionen. Also in dem Vergleich müsste man eigentlich schon fast sagen, da hat sich der zweite Teil lohnen. Aber wie schon gesagt, dann hoffentlich in einem anderen Stil, sodass ihr sagt, boah, Mensch, da hat man ja fast gar keine Menschen gesehen. Dann bin ich wieder dabei. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen begeistern können für Shin Godzilla oder meine Kollegen euch entsprechend nicht begeistern, aber man darf ja nicht vergessen, ihr müsst euch erstmal selber ein Bild davon machen, ob der wirklich so schlecht war, wie die anderen zwar behauptet haben. Und ansonsten gebt uns Bescheid, wie es ihr gefunden habt und auch was wir als nächstes aufnehmen sollen. Und ansonsten liked unsere Seiten, verteilt den Podcast in die Welt und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, ciao. Servus.